Herr Präsident, an den letzten 15 Jahren goufen am Numm vom Krieg gegen den Terror unterschiedliche militärische Interventionen von der NATO selber respektiv von einem Teil von ihren Membern auf verschiedene Länder durchgeführt. Der Bilan von der Politik ist desaströs. Ein Gebiet von Pakistan bis zum Maghreb ist nachhaltig politisch destabilisiert gehen. Zwar ist es zu einer Regime Changes kommen, mit dem ungefährten Ziel, Bekämpfung vom Terrorismus und Verbesserung von der Menschenrechtssituationen an den Ländern, als komplett verfehlt gehen. Der Fundamentalismus ist durch das Militärinterventionen nicht geschwächt gehen, am Gegenteil, das Haut mehr stark wie je für militärisch sind Länder wie Afghanistan, Irak oder Libyen bezwungen gehen. Befreit sind sie einfach lange nicht. An der Misere und menschlich Leid von den Leuten an den Ländern haben sich an den Jahren multipliziert. An keinem von den Ländern hat sich die Situation der Menschen verbessert. Der NATO fehlt es nicht an Waffen. Weit übertauschend von allen weltweiten Militärausgaben gehen von NATO-Ländern gemäht. Das ist der internationale Kontext, an dem Summit von Wales für 2 Jahre 2014 dezidiert wurde, dass Lützeburg sein Verteidigungsbudget 50% soll draufsetzen, gemäß PIB. A plakischen Zahlen, also sogar noch viel mehr, dürfen 2013 rund 190 Millionen Euro für Défense ausgehen, so sollen das bis 2020 über 410 Millionen Euro sein. Also mehr wie eine Verdoppelung binnen einem relativ kurzen Zeitraum. Zum Kontext gehört aber auch, dass die Regierung das gemäht hat zur Höchstzeit von ihrer eigenen Austeritätspolitik. Währenddem also eng Spürmesure, die nächst geschaut wird, an immer mehr Leute die Auswirkungen von der Austeritätspolitik zu spüren kruten, hat sich die Regierung dazu engagiert, Militärdepensen massiv an Blut zu setzen. Für die entsatte Öffentlichkeit, die just mal am Kopf rüsseln kommt, das schmackhaft zu machen, als den Verteidigungs- und Wirtschaftsminister nicht mitgehen zu betonen, dass es sich um einen Paradigmenwechsel bei der Ausgabe, bei der Investitionspolitik handeln geht. Investitionen sollten also mit einer ökonomischen Retombe auf Lützeburg sein. Es wird über Aufträge und lokale Betriebe, es wird über Vertiefung von militärisch-industriellen Aktivitäten, wie zum Beispiel mit dem Satellitenbetreiber SES. Besonders diese letzten Aspekt haben wir in der Vergangenheit schon scharf kritisiert. Und lo beteiligt sich der Staat an Höchst von 172 Millionen Euro Kauf und Inhalt von einem Tankflieger. Weil, so heißt es, wir ein Defizit hätten an der Kapazität vom Ravitaillement an der Luft, wie die Experienz von Libyen 2011 gewiesen hat. Wenn man sich anguckt, wo Libyen haut drun ist, wie die Leute haut an Libyen drun sind, dann hat es an der geckischen Operation von 2011, wo ganz vielem gefehlt, mir nicht und Tankfliegerinnen. Diesen Tankflieger entspricht der keinster Weise irgendwelchen objektive Besoin von der Lützeburger Armee. Das ausschließlich ein Obolus und Desideraten von der NATO. Und hat am eigentlichen Sinn vom Wort auch nicht mit der Verteidigung zu Lützeburg zu dienen. NATO, so wird uns erklärt, geht fanden, dass die Lützeburger mehr großen Effort müsste machen bei ihren Rüstungsausgaben. Wenn man sich dann aber anguckt, wie die Pro-Kap-Rechnung von den Militärausgaben ausgeseit, da stellt ihr fest, dass die Lützeburger pro Kap 2015 mehr ausgehen haben schon, wie zum Beispiel hier die Schnupperen. So haben pro Kap 2015 auch schon mehr ausgehen wie Belschnupperen oder auch wie zum Beispiel Holländer. Es gibt an dem Kontext dann oft gesagt, dass Lützeburg aber viel an die Entwicklungshilfe stierchen. Ja, das ist nicht falsch. Wenn man dann aber die Absolutzahlen guckt, an die Entwicklung von denen absoluten Zahlen, fährt die dort Entwicklung, also der Absetzen auf 0,6% vom PIB dazu, dass schon so ein paar Jahre Lützeburg mehr an Militärausgaben sticht wie an der Entwicklungshilfe. Und dann, ja, effektiv. Dann haben wir es mit einem Paradigmenwechsel zu dienen, den eine Regierungskoalition SDP, LSAP an den Gringen machen. Herr Präsident, als Link kritisieren wir die Abrüstungsspirale aus prinzipiellen Gründen und der sich NATO noch dummer der Lützeburg beteiligt. Wir meinen, dass das kein Problem löst, mir am Gegenteil
eichter den Ursprung vu weitere Probleme wertziehen. Merci. Merci auch dem Herr Baum, der im Moment von dieser Diskussion kommt, an den Herr Verteidigungsminister.